Dieter Winter ist seit über 40 Jahren Friseur. Erst hatte er einen eigenen Laden in Frammersbach im Spessart. Seit über 20 Jahren arbeitet er in München. Ich habe als Kind schon festgestellt und habe meiner Mama immer die Haare damals aufgedreht. Das war ja am Anfang der 70er, so als Zehnjähriger, dass das mich total erfüllt, mit Haaren zu arbeiten. Und habe auch meine Tante dann am Wochenende Lockenwickler aufgedreht. Und für mich war klar, ich werde Friseur. Hier würde ich es ein bisschen weicher schneiden, damit eine Naturwelle, wenn du sie nur wäscht, einfach mehr Sprungkraft hat. Die Arbeit macht Dieter Spaß. Aber nicht nur. Sein Beruf fordert ihn heraus. Dieter stößt an seine Grenzen. Die Selbstständigkeit bringt schon vieles mit sich, weil man hat, glaube ich, als jeder Selbstständiger immer diese existenziellen Themen. Und das macht schon Druck. Einen Druck, den er schon als junger Friseur spürt. Ich hatte damals relativ viele Mitarbeiter. Ich war sehr jung, schon selbstständig, schon mit 23. Und hatte aber auch eine Trennung hinter mir, das mich auch gefordert hat. Im Alltag sucht Dieter nach einem Ausgleich für sich. Und habe durch einen Zufall im Baumarkt an einem verkaufsoffenen Sonntag mir eine Staffelei und Acrylfarben gekauft und fing dann an zu malen, um einfach vielleicht ein bisschen mehr auf das Innere in mir zu hören, was meine Seele so braucht und einen Ausgleich. Er beginnt Engel zu malen. Das tut ihm gut und gibt ihm Energie. Immer wieder sucht Dieter nach neuen Möglichkeiten, die ihn aus dem Rad des Alltags herausholen. Ich war schon immer ein Mensch der Bewegung, aber die Yoga-Praxis hat mich richtig genährt. Also das war für mich, deshalb bin ich irgendwann auch Yogalehrer geworden und unterrichte und halt Klassen und Workshops, um auch Menschen, die ich erkenne in meiner Yogastunde, es gibt viele, die können noch nicht mal die Augen schließen, die können nicht atmen, wo ich dann von mir erzählen kann, wie es mir ging und was mir geholfen hat, diese ganzen Themen zu bearbeiten, wenn der äußere Druck so groß wird. Dann spüren wir ja das innerlich, da zieht sich unser Herz zu. Das Herz, die Seele weiten, machen, was ihm im stressigen Alltag gut tut. Seit ein paar Wochen hat Dieter einen neuen Rückzugsort, außerhalb der Stadt. Ladies, hi. Hallo. Hier kann er durchschnaufen. Hier geht sein Herz auf. Ich betrete dieses Grundstück und sehe meine Tiere und alles fällt von mir ab. Das habe ich, glaube ich, schon in tiefster Kindheit gespannt, mich mit sowas zu beschäftigen. Eigentlich auch aus dem Stress der Schule und den Alltag auszubrechen und erst die Tiere zu versorgen, Verantwortung auch dafür zu übernehmen. Es gibt Menschen, die brauchen zur Erfüllung eine Urlaubsreise und ich mache die Reise zu meinen Tieren. So. Etwas finden, was glücklich macht und durchs Leben trägt. Dieter schafft es immer wieder, aus dem Alltagstrott auszusteigen. Hat er ein Rezept? Ich vertraue immer darauf, dass es eine göttliche Führung gibt. Ich bin ja katholisch geprägt. Mit den Jahren hat sich das Bild der Kirche für mich verändert. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, es gibt einfach eine größere Macht und auf die vertraue ich schon immer. Der Glaube gehört für Dieter zum Leben dazu. Der liebe Gott oder wer auch immer, egal welche Glaubensrichtung, führt uns und trägt uns. Und das ist, glaube ich, eine gute Kunst, auch zu vertrauen, dieser Führung und Fügung, die es gibt. Gerade im Alltag ist ihm das wichtig.